Wir haut eng Debatte gëster ugefang iwwer den Etat de la Nation. Ich will just erinnern, dat den Titel vun der Erklärung, die den Herr Premierminister Hai präsentiert huet, op segem Zierdel nach immer steht l'État du pays. Ich will dat just na enkeier an Erinnerung rufe, weil het weist, wie des Regierung eigentlich zu dem Begriff vun der Nation steht, weil sie huet angefeiert zu probieren, den Begriff eben zu ersetzen, an das Narm op der Schiene, ob schon dat ganz Land zu schwätzen in der Diskussion über die Lehre von der Nation. Die Rede, wo wat zu wäre, schmengend das schon amplement kommentiert gehen, dat viel Leid hungrig bliebe sind, nachdem sie den Herr Premierminister nur geleistet haben. Wir können sich zwei Fragen mal direkt stellen. Das immer im Gesot gehen, wir wären eng Reichsgesellschaft. Wir reich sind wir am internationalen Vergleich, schon nicht viel Armleute hier am Land gibt, wir sind wir nicht auch eng materialistische Gesellschaft. Sind wir nicht auch vielleicht eng zu viel egoistische Gesellschaft. Wenn wir heute so viel Schulden machen, an die Regierung hat auch Schulden gemacht, aber wir haben aber für letzte Begriffe eng hohe Schulden lernt, da gibt es an den Vergiss gesagt, dass schon die Generationen no eis so müssen zurückbezahlen. Das ist ein Egoismus, den wir als AD nicht richtig fanden, und dafür halten wir auch drauf, für das Budget zu equilibrieren. Wir dann als gesagt, wir gegen eine moderne Politik machen. Die Regierung verschreibt sich den Begriff von der Modernität. Aber was heißt das eigentlich? Soll der Begriff modern eine Ursache sein, ein Grund sein, wie zum Beispiel eine ethische Dimension, eine Verantwortungsdimension aus der Politik hier am Land auszuklammern? Gesellschaftsreformen sind heute zitiert gehen, und ich will da vielleicht just 3 nennen, wie zu suchen, wo ist dann eigentlich steht, weil das auch misst auszeichnen an der Politik, nämlich die Dimension, das Bewusstsein von der Notwendigkeit, von der Verantwortung. Wir hatten heute, der Staatsminister hat rappeliert, die Abfeierung vom homosexuellen Beständnis. Eine Abfeierung, die sich gemacht hat, an dem Versicht hinaus eine öffentliche Diskussion so weit wie möglich zu evitieren, wo Petitionäre Probleme hatten, hier in der Chambre gehört zu gehen. Das ist nicht richtig. Wir hatten Konsequenzen davon, dass wir haben Länder, die als kein Kanner mehr zur Adoption gehen, wenn es der Abfeierung von dem Beständnis. Es ist nicht viel darüber diskutiert gehen, aber es bleibt für uns eine Problematik an der Familienpolitik, an der sogenannten Modernisierung im Land. Das Zweite ist, was vom Herrn Staatsminister nach Strach ging, ist das Dorftreibung. Das bei einer Kompetition gewesen zwischen der Regierung und der CSV, wen an der Hinsicht am meisten gemacht hat. Die Regierung hat erinnert an ihre Projekt, den sie am Anfang von dieser Legislaturperiode präsentiert hat. Und CSV hast du direkt kommen und gesagt, ja, wir wären nicht, aber die friste Lesung angefeiert haben. Für uns als AD greift das alles zu kurz. Für uns als der Schutz zum Leben die wichtigste Dimension. Natürlich muss eine Frau, die in einer Situation der Detresse haben, am Fall von Gesundheitsproblemen für sie selber, am Fall von einer Vergewaltigung und so weiter und so fort, die Möglichkeit können haben. Aber für uns als Telef, auch für die Frau, eine wichtige Dimension, und als Politik möchte du nicht genug. Wir sollen die Frauen nicht allein stehen lassen, die für der Decision stehen. Die zweite Konsultation als aufgeschafft, wie der Fehler aus. Mir auch wenn ich halt gucken, was geschieht da, was möchte Staat da für junge Mädchen, die bemal an anderen Umständen sind, wie ihnen zu helfen, auch für vielleicht Leben zu schützen. Wir probieren, die dann an Not sind, sowohl auch mannerjährige Mädchen, für zu unterstützen, mal so gut wie nicht. Der Staat verlässt sich auf Benevolen, auf kleine Assoziationen, die sich sakrifizieren, die alles, also ganze Respekt tun. Aber wenn der Staat den Auftrag vom Schutz zum Leben gegen echt hören, da ginge doch für alle Maßnahmen geholt gehen, für denen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Und die dritte Dimension, die ich will annehmen, das ist das Neufiliationsgesetz. Hier wird das auch als eine Neuerung durchgestellt. Mit Filiation, das ist sich eine neue ethische Herausforderung als Gesellschaft. Es soll möglich sein, den Pap zum Beispiel aus dem Leben von einem Kind komplett auszuklammern, durch ein PMA für weiblich-lesbisch koppeln. Das wird schon gemacht hier am Land. Wir brauchen da nicht ein Kind, auch sein Pap, muss es nicht wissen, wo es hier kommt. Natürlich. Dann gibt es ein PMA postmortem. Das heißt, der Staat will hier ermöglichen, dass
Wesekanner op die Welt kommen, bewusst a Beifeierung von der Situation vom Kant als Wesekant. An Leihmutterschaft, etwas wird für Jahre nach komplett inakzeptabel wird zum Beispiel auch bei feministischen Kreisen. Das soll toleriert gehen über den Umweg vom Ausland. Das heißt, die Instrumentalisierung von der Frau als Gebärmaschine wird eben dax kritisiert wird. Doch, das genau das. Und auch die Tatsache, dass der Kant an dem Fall an einer ganz schwierigen Situation ist, weil es nicht eine kohärente Filiation mehr kann haben. Und das schuld, wie Sie gesehen, dass ein CSV an der Kommission, an der juristischen Kommission, wo das diskutiert ging, eigentlich genau auf demselben Weg ist wie die Regierungsparteien. Wir hatten, wenn ich hoffe, der CSV schwätzen, da will ich doch kurz auf dem Herrn Wissler singiert von gestern angehen. Ich habe gedacht, CSV leidet vielleicht einer Amnesie. Sie hat hier durchgestellt, als wären um Referendum 80% mit hier an demselben Eck. Aber nee, CSV, was hat sie da gesagt am Referendum? Sie hat gesagt, geht gut informiert an die Wahlkabine. Das war die Position, die CSV vertreten hat. Aber wenn sie gefragt hat, was Mörder da, wenn eine Majorität gegen das Ausländer Wahlrecht ist, so hat sie gesagt, wir gucken mal, wie viel Prozent. Das heißt, den Opportunismus, dem Fallen, das war die Politik von der CSV, und die einzige Partei, die klar dreimal nie gesagt hat, das war der DR. Aber wenn CSV sich haut will etwas auf den Fendel schreiben, dann kann sie sagen, so geht gut informiert an die Wahlkabine, weil das war ihre Politik. CSV hat doch ein ganz komischer Approach über die Zukunft von der Nation, in dem Sinn, dass es nicht abgehen hört, aus dem Wahlrecht anzufeiern, aber was es proposiert, dass das direkt Wahl vom Conseil National des Étrangers. Man das ging dazu feiern, dass wir neben der Chambre ein Parlament von den Ausländern hier im Land hätten. Das heißt, sie splickt CSV, die immer sieht, sie will zusammen feiern, geht eigentlich auf den Weg für die Gesellschaft zu splicken. Ein Ausländerparlament hat geschwind gegen die Majorität von der Population vertreten und daneben eine Chambre, die letzte Woche dann gegen vertreten, schon mal in der Konstitution, und wir vertreten das ganze Land. Aber es ging so durchgestaltet gehen, als wäre das Ausländerparlament von der Majorität Konkurrenz von dem letzte Woche Parlament von der Minorität, aber wie das sich gegen die Vertioren entwickeln, das kann man sich schon vorstellen. Das heißt, das wird CSV als Hype präsentiert. Was sie an den Wahlkampf feiert, das Splickung vom Land, das Ausländer Wahlrecht über Tanner, das, was sie ja logisch behauptet hat, was sie nicht fehlt. Das ist aber pure Populismus. Das ist auch ein neuer Defi am Land. Und ich will hier ganz klar auch den Thema von der Migration ausschwätzen. Genauso wie Herr Giberian gestern gesagt hat, an Verantwortung, mehr aber an Objektivität. Was ist das für eine staatsministerliche Erklärung? Wir erinnern zu kommen an den Thema von der Migration, den Thema, den Europa spleckt, wie kaum ein einer froh am Blick, auch hier am Land zu großen Diskussionen feiert, mal nicht unzuschwätzen. Die Migrationskrise von 2015 ist ausgelöst durch einen Rechtsbruch von den Dublin-Aufkommens, von so vielen anderen, von der feierten Genfer Konvention, von der Asylrechtskonvention von 1951, ob manst ein dreifacher Rechtsbruch, den die Migrationsfälle in Europa bräuchte. Also dann nicht politisch verantwortlich, wie zu so, wir hätten gerne, dass wir zurückkommen an eine rechtlich klare Situation. Also nicht ein rechtsstaatlicher Approach, wie zu so, wir hätten gerne, dass Gesetze respektiert gehen. Wir als ADR, wir respektieren die internationalen Konventionen. Und das heißt auch, lass mal auch da klar sehen, dass die Leute, die hier Schutz kriegen, nur die Konventionen, dass das immer nicht mehr zeitfertig ist. Dass wenn sich eine Situation an einem Land verbessert, dass die Leute müssen zurückkommen. Und das ist auch richtig so, weil die Leute an ihre Länder gebraucht werden, wie die Länder nächst abzubauen. Das ist der Sinn von den Konventionen und das ist auch ein Approach. Eine Regierung muss rechtsstaatlich handeln, das heißt auch, sie muss dort die laufende Gerichte respektieren. Wir haben hier für den Staatsminister, Herr Staatsminister, zu bestimmt schon heute gesehen, eine Demonstration, wo Leute aus dem Irak kommen, die alle Prozeduren haben zu schon, die aufgewiesen sind von unseren Gerichten, und an einem Land kommen, wo sich an Berl, dem ganzen Territoire, keine kriegsähnliche Risikosituationen mehr bestehen. Für was sind die nach hier?
Denn ein Land muss auch den Courage haben, wie zu sagen, wie kein Urspruch hat auf Schutz. Wenn die Situation an dem Land, wo sie hier kommen, nicht erlaubt, sie zurückzuführen, wie die internationalen Konventionen doch vorgesehen, da muss das geschehen. Das für uns ganz klar, dass wir die Risiken auch müssen ausschwätzen, die mit der massiven Migration an Europa kommen sind. Das ist schon eine Ausblendung hier, und das ist eine Unverantwortlichkeit, wie das nicht unzuschwätzen. Gestern aus dem Aktivitätsrapport von der Parlamentarischen Kontrollkommission vom Service de Renseignement publiziert gehen. Da sind die Risiken unter anderem abgezählt. An alle Fraktionschefen hier bannen, die sind Member, das eher nicht. Das heißt, weil ich lo viel lesen, das ist nicht eine ADR-Politik. Nee, das sind die Fraktionen hier, von der CSV bis die Gring, die dummer dran sind. Sie müssten die Risiken also kennen. Infiltration von dem Flux de Réfugiés von Terroristen also als Risiko. Radikalisation à proportion violente. Effort de propagande. Pour le Luxembourg, la menace que représente notamment la radicalisation violente et les tentatives de recrutement de personnes demeurent élevées. Das ist eine Kommission, wo da die nicht Member ist. Aber wann das der Fall ist, aber die Fraktionen das schon wissen, sind alle darauf vertreten, für was handeln sie dann nicht an dem Sinn. Wir werden als ADR, Sicherheitsorgane hier am Land, du willst auch unterstützen, von der Police bis all die anderen der Armee anzuführen. Ich will noch ein Wort über persönliche Freiheit sagen, und das ist ja auch etwas, was das Regierung auf der Fendel geschrieben hat, wo so ein Murcht kommt. Auch etwas, was als Hoffnung gegeben hat, aber wo wir auch enttäuscht goufen. Wir gesehen, dass es über Zeit immer mit großen Einschränkungen bei der Meinungsfreiheit gibt. Wir erkennen Tendenzen in unserer Gesellschaft zu einer Zensur. Wir wollen die nicht. Wir wollen die freie Rede. Das ist ein demokratisches Grundrecht. Wir erkennen Tendenzen zu einer Denunziationskultur. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass Leute wissen, dass sie, solange sie nicht zu Gewalt aufrufen, selbstverständlich, mit dazu aber nicht das Gefühl haben können, denunziert zu gehen, verfolgt zu gehen, wenn's einer Meinungsäußerung. Und das ist aber immer mehr das Gefühl, was viele Leute tun, dass sie nicht mehr richtig frei sind. Wir erkennen auch, dass die Regierung verschiedene Dispositionen hält, wie hier ideologisch Konviktionen auf andere Parteien abzudrücken. Wir hören als Beispiel Parteienfinanzierung. Parteienfinanzierung, wo angefeiert gehen, für die Parteien Freiheit, Unabhängigkeit zu gehen, notamment gegen die ökonomischen Akteuren, Firmen, die Parteien gesponsert haben. Allo sehen wir, dass Parteienfinanzierung geholget, für Überzeugungen der Parteien vorzuschreiben, die vielleicht hier gut nicht sind, wie zum Beispiel Quoten. Das ist etwas, was verschiedene Parteien nicht wollen. An aber hängt die Finanzierung von der over, da kann ich sich froh, was sind die nächsten Forderungen. Auch die Finanzierung von den politischen Jugendorganisationen, als Fälle und politische Konditionen gebunden. Wir wollen das nicht. Auch du, so wir als RDF in eine Freigesellschaft will, den darf die politische Parteien keine Konditionen vorschreiben. Ein letztes Wort über Lützeburger Spruch. Das Regierung spät, weil sie da der fährt, weil sie den W 2050 fährt, weil sie weiß, dass die Lucien Welt mit seiner Petition einen enormen Erfolg hat, hat ganz spät die Lützeburger Spruch entdeckt. Ob schon sie alles mischt an der Realität, wie gegen Lützeburger Spruch 40 gehen. Angefangen mit der multilingualen Freierziehung, mit dem Bradieren von der Nationalität. An Nationalitätengesetz, wie kann Lützeburger gehen, noch 20 Jahre ohne ein Wort Lützeburgisch zu schwätzen. Und mit so viel andere Sachen, Frequenzen, wo Radioschänen, die auf Lützeburgisch wären, die auf Französisch sind. Die Realität von der Politik von dieser Regierung ist nicht wie Lützeburger Spruch. Es geht aber behauptet, am öffentlichen Dienst gibt es immer mehr Ausnahmefälle, Sprachenausnahmen, wie das auch am öffentlichen Dienst können Leute schaffen, die kein Lützeburgisch können, auch am Enseignement ist das so. Und das wollen wir auch nicht. Wir haben eine Proposition de loi gemacht, für Lützeburg lo schon an die Verfassung abzuholen. Für was wird das nicht umgesetzt? Lo könnt man es machen. Da der hat eine Proposition de loi gemacht, wir können das direkt votieren, weil Gambia dann den Willen hat, wirklich etwas für Lützeburger Spruch zu machen. Auch die Traditionen, die wir haben, die Aufschaffung vom Tedeum, da kann ich drüber schwätzen. Wir haben eine Nationalfeiertagszeremonie mit zivilem Charakter. Darüber kann ich schwätzen. Aber sie darf nicht politisiert sein. Aber wie ist das möglich, dass man wo Jahr zu Jahr bei einer Nationalfeiertagsparat reden müssen hören, wo die Regierungspolitik gefeiert wird, an Zioat, ich halte gleich ob, Herr Präsident, aber mit enger letzter wichtiger Bemerkung, an Zioat
wann ich mich richtig erinnere, mat keinem Wort an der Reden op Nationalfeiertag drin erinnert gouf, dat man im Grand Duc sein Geburtstag bei der Gelegenheit feiern, an der Platz hummer politisch Propaganda heieren.